Die Feen, die das Wetter malen, angeblich. Naja. Wir gucken nochmal, wa? Das Deck, ist, die Strategie, die man damit fährt, ist überhaupt nicht so meins. Muss leider zugeben. Das ist natürlich zum Teil auch so doof an und weiß gar nicht, wie ich eigentlich richtig vorgehen soll. Wow, ich habe zweimal Hekatres auf der Hand. Und zweimal Halla. Willst du mich verarschen? Aber wir gerne neu starten. So, wir fangen nicht schon so beschissen an mit so einer beschissenen Starthand. Nee. Ich weiß, ist ja Kartenglück und so, ganz klar, aber das holst du mir auch erlaubt zu sagen, nee, komm, start nochmal neu, also, sorry, aber. Schon der gleiche Scheiß, danke Spiel. Die Zuflucht im Himmel. So, hätten wir das dann abwerfen, Wolke ist Schildfeld wählen, also während ist okay, momentan ist noch nicht so viel. Trotzdem in die Hinterhand gut zu wissen. Oh. Okay. Ne, da bringt aktuell gar nichts, aber das hier vielleicht. Ein Witterungsmonster rufen. Zum Beispiel die hier. Wäre eine Idee, oder? Ich kann einen selben Effekt nutzen. Ah, nee, jetzt nicht, wa? Friedhof legen. Theoretisch können wir das so nutzen. Okay. Nachwerfen. Dann geht das Deck hinzu. Ja, theoretisch eine Idee. Aber vielleicht auch erst später. Turn Change. Stand by. Ja, du kommst wieder zurück, Kumpel. Ta. Aber du hast ja den Effekt hier, wa? Okay. Bums. Bums. Nee, das muss noch nicht sein. Wen rufen wir da? Diese kann dann den Friedhof verwindet. Ja, wenn man auf den Friedhof kommt, wäre es eine Idee. Schnee. Schon Schnee. Auf die nochmal. Ich kann nämlich nur leider das machen. Leider, nur das. Athena, so, ja, jetzt kommt die alte. Ja, ich spare noch auf für später, weil ich habe ja eigentlich noch die Kombi, die ich dazu bräuchte. Das läuft schon, Freunde.
Oder noch eine Linkbeschwörung. Witterungsmalerin. Aktivieren, du kannst verwandte Karte, speziell von Beschwörung. Witterung-Effekt, wenn diese Karte zeigt, erhalten folgenden Effekt. Wenn Karte ein Effekt aktiviert wird, diese Karte verbannen. Annullieren, aktivieren, falls sie zustellt, zerstört die Karte. Faszinierend. Problem ist, das sind 3 Link-Monster dazu bräuchte. Das ist schon relativ viel. Und die Frage ist, vor allem jetzt gerade aktuell, braucht es überhaupt? Also ich habe den, um die Punkte zu halbieren, ne, ist klar. Warte mal. Das heißt, okay, ich hatte gerade theoretisch, hätte jetzt die Karte hier gehabt in der Mitte. Hätte ich quasi sie opfern können, und die auswählen, die den beide zusammen direkt angreifen können. Wäre eine Option gewesen. Das ist jetzt so heraus. Ja, kann ja niemand denselben Scheiß machen. Manchmal ein bisschen mehr Power oder so. Mehr Defense wäre nicht schlecht. Kaum brauchen einen Effekt. Den vielleicht schon eher. Gerade wenn es nachher darum gehen sollte, dass ich vielleicht noch ein Link-Monster rufe und dafür ein Monster auf den Friedhof legen muss. Wobei, ich glaube, wenn der Gegner so weitermacht, kommt es gar nicht mehr dazu. Er macht irgendwie gerade nichts Vernünftiges. Toll. Ja, er kann eine Zauberkarte aktivieren, das ist großartig. Dieser Topf ist extravagant. Ja. Das ist das Einzige, was Reza eigentlich noch sinnvollerweise machen kann. Bogen der. Bogen der Göttin. Okay. Kann man ja mal. Kann man ja mal. Das ist natürlich geil. Das Vieh sieht aus wie der Charakter Marin aus Fire Emblem Engage. Ist auch so ein Wolfsritter-mäßig. Sieht genauso aus. 1A. 1:1. Victory is Hour. Und vor allem passt eben deswegen gerade, weil ja aktuell zum Zeitpunkt, wo dieses Video hochgeladen wurde, ja auch das Let's Play zu Fire Emblem Engage läuft. Wobei ich gerade merke, dass ich jetzt gerade ein bisschen gespoilert habe. Weil der Charakter noch gar nicht zu dem Zeitpunkt im anderen Let's Play aufgetaucht ist. Naja, kann passieren. Anfängerfehler, will man fast schon sagen. Wow. Brauchen wir viele Kugeln. Heilige Scheiße. Fast keine mehr. Force vor der Valkyrie Sigrun. Okay. Was? Uria, Hamon und Raviel? Was ist jetzt passiert? Ja, sind sie ja. Also, das war davon.
Warte mal, gut, Uria macht Sinn, weil ich brauche 3 permanente Fallen kann, um ihn zu rufen. Und Hamon braucht 3 permanente Zauberkarten. Deswegen spielt man Hamon ja auch gerne, oder hat es früher gerne getan in Kristallungeheuer-Decks. Weil die Kombi so gut funktioniert. Mit Ungeheuer-Karten, alter Schwede. Okay, aber ich würde sagen, wir gucken uns erstmal an, was hier eigentlich das Ziel ist. Während das Mädchen aus dem Fenster schaute, fuhr die Mutter fort. Der Regen wird vom Witterungsmaler in Regen gemalt. Das ist ein bisschen scheu, aber sehr gewissenhaft. Es regnet, damit Bäume und Blumen auf der ganzen Welt Nahrung bekommen. Den Schnee malt Witterungsmalerin Schnee. Das ist ein kluges, fröhliches, fleißiges Mädchen. Der Schnee, den dieses Kind macht, dient im Winter als weiße Decke für Dörfer und Berge. Sonst nix. Die Wolken zeichnet Witterungsmaler Wolke. Ein gut aussehender junger Mann. Manchmal ist er in seiner eigenen Welt. Mit einem magischen Stift kann er jede nur vorstellbare Wolke zeichnen. Du hast sicher schon Wolken gesehen, die genau aussehen wie andere Dinge, stimmt's? Witterungsmaler Sonne ist für den Sonnenschein zuständig. Er ist ein alter Mann mit Rauschebart und wacht freundlich über die anderen. Ho, ho, ho! An Waschtagen ist es sehr hilfreich, wenn man beschließt, Sonnenschein zu zeichnen. Blitze skizziert Witterungsmaler Donner. Ein Junge, der ein Schlingel sein kann. Er skizziert Blitze, um alle zu überraschen. Manchmal erschreckt seine übereifrige Kunst sogar ihn selbst. Den Himmelsvorhang des Polarlichts zieht Witterungsmalerin Polarlicht so. Die Polarlichter, die sie malt, sind so schön, dass ich hoffe, wir können sie einmal zusammen sehen. Witterungsmalerin Regenbogen malt Regenbögen. Sie ist die Anführerin. Mit 7 Farben baut sie am Himmel eine Regenbogenbrücke. Regenbögen sind nicht nur schön, sondern an ihren Enden liegen Schätze. So heißt es jedenfalls, das Gold von Kobolden. Nachdem es die Geschichte gehört hatte, seufzte das kleine Mädchen zufrieden, als hätte sie endlich wieder ans Atmen gedacht. Es gab viele Feen am Himmel. Du weißt so viel, Mami, aber hast du schon mal eine getroffen? Die Mutter lächelte sanft, strich ihrer Tochter über den Kopf und antwortete: Ja, als ich ungefähr so alt war wie du. Wenn du ein braves Mädchen bist, triffst du sicher eines Tages selbst eine Fee. Vielleicht sind unter den Menschen, denen du begegnest, einige, die eine Fee getroffen haben. Okay. Ich sage, es ist wie so ein Grimms Märchen. Auf eine Art und Weise schön und auf eine andere Art und Weise ein bisschen verstörend. Nein, es ist vor allem schön, verstörend ist eigentlich nicht. So, Freunde, wir rufen Uri und Hamon, wa? Das wird ein Spaß. Die heiligen Ungeheuer. Okay, Hamon hätte er schon mal. Mhm. Friedhof, Beschwörungsbedingungen. Hypoloe, okay. Klingt eigentlich ganz cool.
Okay, ich rufe Hamon noch, aber erst später. Wir werden erst mal andere Effekte nutzen. Zum Beispiel jetzt damit, ja. Zum Beispiel den hier. Die Hand zurück. Okay, da ist natürlich immer so ein Ding. Hand zurückgeben. Ja. Gerade. Ja, wenn es so eine Fallenkarte ist, kann man sie noch nicht so schnell spielen. Das wäre vielleicht ganz hilfreich. Für die nur denselben Effekt, ja, ja. Autschen. Ja, spielt keine Rolle, ist immer dasselbe. Friedhof gelegt wird. Das wäre cool, bevor ich Hamon rufe. Dann kann ich die Dinger direkt spielen. Aber es bringt nichts, ich muss Hamon rufen, weil sonst kommt das Vieh gegen das Vieh da drüben nicht an. Eigentlich spielt es keine Rolle, wa? Zeige dich, Hamon, Herr des tosenden Donners. Natürlich auch kein Spezialeffekt, wie könnte es anders sein? Wieso wundere ich mich überhaupt? Ganz ehrlich, bei sowas frage ich mich, warum kann ich Hamon überhaupt spielen? Das gibt gar keinen Sinn. Yeah, 0 Power. Klar, ich kann Hyperlure noch spielen, aber da ja Hamon nicht auf dem Friedhof ist, bringt es auch nichts. Obwohl die Karte jetzt noch cool ist, dann wir vorher schon spielen können. Ah, wir machen den hier. Genau, warte mal. Lege ich mal ihn ab, weil der kann ihn ja nachher wieder nutzen, theoretisch. Der hier war.
Hand zurück. Ja, es war der. Der mir ein bisschen nervt. Okay. Netter Effekt, netter Effekt. Ernsthaft? Was einfach so Monster beschwören, um einen zu zerstören. Ja. Ganz ehrlich, ey. Uria, ja, das Problem. Warte mal. Verdeckte Fallen, okay, und dann bringt er mal so nix. Die geht auch ein bisschen doof. Ja. Manchmal läuft's nicht. Oh. Hä? Ausgerechnet den Phönix ruft er? Why? Mhm. Verlorenes Paradies, so. Nicht durch langsam erklärst. Mhm. Auch schon mal praktisch. Dann ihn hier. Ja, ich glaube, dann kann was anderes übrig bleiben. Hä? Das kann ich nicht mehr spielen. Hä? Gerade ging es noch. So verarschen? Warum geht es nicht mehr? Ich habe bloß die Reihenfolge geändert. Hä? Man versteht das Spiel nicht. Manchmal verstehe ich diese Spiele nicht. Dabei wäre eigentlich die Idee gerade mit Hamon und Uria hier gerade ziemlich geil.
So. Immer noch nicht, wa? Ich überlese offenbar gerade den Grund, wieso ich nicht mehr rufen kann. Ich hätte gerne so einen eigenen Effekt. Warte mal, ihn selber verbannen kann ich ja auch noch. Die Hand zurück. Muss mal gucken. Das Witterungsgemälde war. Ne, ich glaube eher doch die Verdeckten. Da ist er wieder, Hamon! Warte mal. 2 Karten ziehen. Ein paar Spielzug verwenden. Ja, 2 Karten ziehen klingt schon mal gut. Spielen haben wir wieder. Nur ein paar Spielzug verwenden. Alter, ernsthaft jetzt? Ja, Hamon trifft aufs Wetter, wa? Wenn man so will. Komm, wir rufen einfach mal. Schaden kann es, glaube ich, nicht. Ernsthaft? Du willst mich wohl verarschen, Alter! Das ist wohl... Nee, einfach nee. Ich kenn Katzen, ey, ich kenn so Katzen. Beinahe noch Uria gerufen, ey. So. Das ist nochmal ein Zug, Freunde.
Ja, rufen kann ich sie schon. Also ich meine, ich kann Uri nachher noch rufen, aber das bringt nicht sehr viel, wenn ich keine permanenten Fallen habe. Aber ich könnte den machen, warte mal. Noch nicht, noch nicht. Moment, Moment. Ich setze mal noch ein paar Fallenkarten. Valkyrie Sigrun, Valkyrie Erda. Ja, mit den Valkyrien hat das, wa? Oder sie, oder wer auch immer. So, mein Ziel ist eigentlich relativ schnell auch noch Uria zu rufen. Zumindest ist das eigentlich ganz cool. Ist eigentlich doof, ey. Er spielt die Karte einfach wieder. Die 6. Valkyrie. So, so. Und jetzt ruft er Linkuibo. So, dann rufen wir den nächsten hier im Bunde. Für eine weitere Falle. Und zwar... Noch ein Uria. Den hier auch noch spielen. Es gab doch eine Falle. Ah, da war die andere Fallenkarte mit Uria. Damit ich den Uria noch rufen könnte. Stimmt. Stimmt. Mal den Donner rufen. Das ist halt die Frage. Jetzt geht um permanente Zauberfallen.
Hier ist Uria. Kann aktivieren. Sehr gut. Dann kann ich natürlich ihn hier wieder spielen. War eigentlich für ihn hier gedacht, aber okay. Was habe ich noch Schönes? Super Kanonenpanzer. 20 Stufe 10. 2000 Schaden hinzu. Jo, bei dir läuft's, wa? Ändere des Monsters geht ein bisschen auf 0. So, kommen wir zum nächsten. Nicht ganz, aber ein super Kanonenpanzer. Ein bisschen zu früh, um nachher wachenheiligen Dinger aktivieren. Das wird geil. Der natürlich rufe ich auch noch. Ein bisschen Supporter spielen. So. Tja, jetzt hat sich plötzlich nichts mehr, wa? Da wäre der Effekt wieder auf in der Hand zurückgeben, genau. Wobei, warte mal. Einmal in deinem Spielzug als ein Monster der Stufe 10 kontrollierst, du kannst an der Hand eine permanente Fallen dann mit Friedhof hinzufügen. Nee, damit würde ich Uria nur schwächen. Nicht unbedingt so geil. Ist zwar auch eine Variante, das wäre an die hier gedacht. Indem ich noch so einrufen kann. Sein Effekt nutzt einen weiteren Uria auf meiner Hand aufs Feld rufe. Okay. Ja, Hyperlore wäre eigentlich auch mal geil, aber ich bin ja eh kurz davor hier zu beenden. Ich glaube zwar, da kann ich es trotzdem riskieren, ist schwierig. Was ist das mit der Ding? 2000 Schaden hinzu. Cool wäre es schon. Aber er merkt, ich habe das falsche Monster gerufen, ich wollte sagen das andere. Jetzt haben wir noch den lustigen Typen. Die Animation war cool. Und das noch viel mehr. Hamon Nurel rufen, Uria rufen. Das ist geil. So macht Spaß, Freunde. Pure Zerstörung. Geil, geil, geil. So, geschafft. Wir kriegen ein paar Erdkugeln. Sehr schön. Kriegen wir noch ein paar Kugeln oder wie sieht's aus? Geschafft, Belohnung, nehmen wir was anderes. Okay. Das machen wir dann vielleicht, hoffentlich, das nächste Mal zurück bei Yu-Gi-Oh! Master Duel. Es wird vermutlich, was haben wir dieses Mal? Oh, fängt schon mal gut an. Drei meiner Lieblingskarten. Oberster Tod. Okay, jetzt spielen wir mit Todfeinden.
Mal hier unten. Göttliches Arsenal. Aber keine alle Ungeheuer mehr. Nein. Egal. Also hier weiter gucken und ansonsten dann wir nochmal das nächste Story-Kapitel angehen. Jo, würde sagen, war. In dem Sinne, danke fürs Zusehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Bye, bye.